Sie wohl, YouTube, wie geht's, wie steht's? Wir sind gerade im Stream, warten gerade noch die letzten 28 Minuten, bevor Season 14 vorgestellt wird, aber natürlich auf der Webseite findet man eigentlich schon die größten Infos. Und ich muss sagen, die Season 14 wird mythisch. Wieso, Chat? Also, Season-Thema Pandemonium. Rupturen kommen nach Diablo. Ist auch ein bisschen so wie bei Last Epoch. Da gibt es solche Dinge auch, wo dann immer so ein Zauberer rauskommt. Bisschen ähnlich. Aber wir treffen solche Rupturen an. Wo? Meistens in der Helltide kommen die vor. Und je nach Schwierigkeitsgrad sind die halt ein bisschen anders. Also wenn wir noch normal spielen, haben wir einfach kleine Risse, die ja meistens in der Helltide am häufigsten anzutreffen sind. Nachher, wenn wir Qualstufen sind, gibt es anschwellende Brüche, kolossale Brüche. Abstufung einfach, ganz einfach, es gibt einfach mehr Loot. Was wir von dem Loot wollen, kommen wir nachher drauf, weil wenn ihr anschwellende Brüche oder kolossale Brüche zerstört, kann ein Dreamwalker rauskommen. Und wenn wir so einen Dreamwalker zerstören, kann ein Portal erscheinen, in dem wir in die Todeskammer kommen. Ist eigentlich so wie ein kleines Mini-Dungeon. Müssen wir einfach Monster töten. Einfach plätten. Töten. Und quasi Loot ist, wir bekommen Layer-Boss-Schlüssel für den neuen Boss. Und das ist der Kollege oder Kollegin hier, den wir wahrscheinlich diese Season recht hart farmen. Wieso? Kommen wir nachher noch drauf. Es gibt auch noch so Portale in der Helltide mit den neuen Mobs von den Rissen. Ja. Rennen wir drüber, töten wir. Eigentlich nichts Wichtiges. Wieso wollen wir jetzt diesen Boss farmen, Chat? Ganz einfach. Bam. In der neuen Season können Uniques Mythics werden. Es gibt die alten Mythics noch, soweit ich verstanden habe. Und Uniques können mit einem Mythic-Attribut droppen beim Boss. Plus die droppen Pandemonium, wo wir dann Uniques zu Mythics upgraden können. Es ist einfach Wahnsinn, Chat. Wahnsinn. Das bedeutet, wir können unsere normalen Mythics anhaben, plus 1 selbst gecraftet, da ist eben der kleine Haken. Wir können nur ein selbst gecraftetes Mythic tragen, die anderen müssen wir finden. Das heißt, wir rennen die Bosse wahrscheinlich runter, besonders der neue Boss, wo quasi das Mythic droppt, also die Unique Mythics droppt. Weil gerade Pulverize Build hat Unique Hose, Unique Waffe, Unique Ring. Könnte alles Mythic sein. Dann hat man mit dem Unique Kopf und Unique Mythic Ring und Mythic Kopf hat man dann 5 Mythics an. Mashallah werden wir da Schaden durchballern. Und bei den anderen Builds wahrscheinlich auch. Wir sind ja schon in einer recht verbuggten Situation, gerade bei Diablo. Es könnte noch verbuggter werden. Also richtig geil. Das, was auch noch geändert wurde, ja, Tower gibt's wieder, gibt's auch wieder Belohnungen. Ich denke, die wenigsten spielen das so richtig aktiv, die spielen einfach das Spiel. Aber was jeder spielt von uns, sind die Kriegspläne. Da gibt's richtig nice Anpassungen, Chat. Erstens, man kann's in der Gruppe spielen. Man kann es in der Gruppe spielen endlich, dass bei allen die gleichen Aufgaben sind, dass man zusammen
die Kriegspläne leveln kann. Was muss man dafür machen? Man macht eine Gruppe, man muss in der Hauptstadt sein und dann kann der Gruppenanführer quasi Plan auswählen, wo dann für alle quasi den Kriegsplan levelt. Also das ist richtig nice. Plus man bekommt auch mehr Erfahrungspunkte. Ab Qualstufe 8 bekommen wir mehr Erfahrungspunkte, wenn wir quasi den Kriegsplan machen für die einzelnen Kriegspläne. Also da ist auch wieder schneller, dass man den jetzt pushen kann. Also das ist halt auch richtig geil. Dann Update beim Horadric-Würfel. Das, was jetzt quasi das Schlimmste war, weil wenn man zum Beispiel Wirbelwind Barb spielt, wo nicht stirbt, weil er quasi Low Level hat, also man darf nichts anhaben, was einem Maximum Life gibt. Und jedes Mal findet man ein geiles Item, hat Unique Schwert und es hat Maximum Life drauf und man muss es wieder wegschmeißen, weil es ja nicht rollbar ist. Man kann jetzt einzigartige Gegenstände fokussiert neu würfeln oder chaotisch neu würfeln. Also man kann die Uniques bearbeiten. Man kann auch wieder Unique Power Roll machen. Und man kann chromatischen Abstimmungsprismen benutzen und bekommt eine geringe Chance, zu All Resists zu liefern. Mal gucken. Was auch neu in Season 14 ist, Solo Self-Found Modus. Die, wo es nicht wissen, was es ist. Man kann es entweder normal oder Hardcore spielen. Wenn man das ausgewählt hat, den Solo Self-Found Modus ist einfach so, ihr könnt nicht mit anderen Spielern zusammenspielen. Ihr könnt nicht handeln, ihr könnt keine Gruppe machen. Das ist eher für so Leute, wo wirklich alleine spielen wollen, wo selber dann beim Tower eine hohe Tower-Pit-Stufe abschließen wollen und zeigen wollen, weil sie ja alles alleine geschafft haben. Für uns nicht wichtig, brauchen wir nicht, weil wir wollen zusammenspielen. Wir wollen, wie jetzt in der Vergangenheit, jeden Samstag 20 Uhr Mythic Runs zusammen machen, etc. Und jetzt startet der Stream gerade. Aber ich weiß nicht, wo. So, kleine Interruption gehabt gerade. Das tut mir leid. Wir ziehen hier durch. Es gibt keine Cuts in meinen YouTube-Videos. Und dann, was auch noch geil ist, Chat, Oberlusse, neue Obergrenze, 25.000. Nice. 2500 war deutlich zu gering. Dann, ja, Minimap-Symbole wurden noch gemacht, bla bla bla. Eben wie erwähnt, es gibt ab Qualstufe 8 XP skaliert hoch. Höllenhorten, erhöhte Basisaktivität, Erfahrungspunkte, auch geil. Was sich auch geändert hat bei den Kriegsplänen, wenn man Höllenkriegsplan gemacht hat, muss man jetzt immer 2 Kisten öffnen und jetzt muss man einfach die Flut einsammeln, entweder 75 oder 300 und dann hat man es schon gemacht. Ja, that's it. Easy peasy, Jet. Also ist richtig geil, besonders die Jagd auf die Mythic-Sachen geht los. Und das machen wir ab dem 2. Juni. Bis zum 9. Juni können wir das testen auf dem PTR. Ich hau den Link hier noch rein, wenn ihr noch hier auf dem PTR seid. Und dann auch hier, so installiert ihr den PTR, dass ihr alles habt. Und dann geht's los. Gibt's nur auf PC. Glaube ich. Ja. Gibt's nur auf PC. Gut, das war's. Es gibt auch noch Patch dazu für die einzelnen Klassen. Aber da machen wir noch ein eigenes Video draus. Einfach mal Grundriss-Video, Chat. Damit ihr nichts mehr verpasst, folgt gerne den Kanal. Wie eben gesagt, jeden Samstag 20 Uhr, fast jeden Samstag, machen wir immer mit der Community Mythic Runs.
und verschenken Items. Und sonst was. Ist alles gratis, was ich habe. Darum, seid dabei. Seid nicht dumm. Joint uns. Mehr Loot für alle. Also, ciao, ciao und schönen Tag noch. Wiedersehen.